Ein herzliches Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Episode hier vom Let's Test von Anno 14, was heißt Let's Test von Let's Talk zu Anno 14.0 Venedig. Die Möwe ist hierhin unterwegs, ich weiß gar nicht mehr warum, hat irgendwelche offenen Quests, ne, sieht nicht so aus, war. Wir sind hier einfach ein bisschen rum, albern, kann man eigentlich so sagen, weil wir hatten ja gar keinen richtigen Gegner. Nur ein Mitstreiter, der, ja, auch ein bisschen Lust auf eine friedliche Runde von Anno 14.0 für Venedig. Ja, und wenn es immer so ein Let's Talk gibt, vor allem natürlich zu Anno eben, ist halt die Frage, worum geht's denn heute genau? Was will der Michael überhaupt damit bezwecken? Warum macht er den Quatsch schon wieder? Und so weiter und so fort. Da gibt es vor allem einen Hauptgrund. Ne, stimmt gar nicht. Es sind natürlich mehrere Hauptgründe. Erstmals ist natürlich momentan aktuelles Thema Ostern. Die Osternfeiertage, beziehungsweise heute das Video erscheint, ist sogar Karfreitag. Ja, habe jetzt 14 Uhr, wo ich aufnehme. Karfreitag, muss ein bisschen sputen. Mit der Folge noch rechtzeitig erscheinen und so, weil, ja, es sollte eigentlich gestern schon rauskommen. Dann hat die Zeit nicht mehr gereicht. Dann wollte ich noch Kommentare durchlesen, beantworten. Also, durchlesen und beantworten. Durchgelesen ohne beantworten, aber schon vorgemacht, aber wie es halt immer so ist, war. So, wir haben den Basaya noch, genau, ich überlege gerade, ob ich hier eigentlich mehr auf Aschgabat, auf Nomaden gehen soll. Man gewöhnt sich tatsächlich an das Leben in einem Haus aus Stein. Ja, wie schlimm war, ein Haus aus Stein. Ist das ein Haus aus Holz? Also, ich meine, sorry, aber wie kann man nur immer so einfach so sein? Wieso ist man einfach immer so drauf, wa? Immer so Depri. Kuras. Die können wir auch mal ausbauen, wa? Ja, wäre auch Indigo, Seide, Zuckerrohr. Das wäre perfekt hier. Nur die besten Seeleute haben die Ehre, in der orientalischen Handelsflotte zu dienen. Das sehe ich auch so. Genau, und daher in der heutigen Aufnahme, beziehungsweise heute im Let's Talk, wenn ich schon beim Thema Anno, beziehungsweise nicht Anno-Programm, sondern Osterprogramm bin. Das einzige Spezielle in diesem Ostern ist, dass es 3-mal Anno gibt. Also ursprünglich war geplant 4-mal Anno. Jetzt ist es momentan so, es ist halt Samstag, Sonntag plus Ostermontag gibt es eine neue Anno-Folge. Das deswegen, weil ich sowieso geplant habe, das aufzustocken. Und damit kommen wir bereits zum nächsten Punkt. Ziel für die nächste Zeit, bis auf weiteres, und hoffentlich wird es auch so bleiben, ist 3-mal die Woche Anno 14.0 für Venedig. Sprich, Freitag, Samstag, Sonntag was eine Folge. Das hat auch damit zu tun, weil ich halt da merke, dass meine Anno-Folgen mittlerweile ein bisschen zu lang wieder werden. Die letzte, also sprich die am Montag erscheint dann, ist 37 Minuten lang. Das ist, ja, wenn man da halt, wie ich jetzt gerade aktuell ein bisschen hinterherhinkt mit den aktuellen Let's Plays, ist das ziemlich beschissen, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Das lange Part zu machen, vor allem in Anno, im Rendern, Aufnehmen, Bearbeiten noch ein bisschen was anderes. Gut, momentan habe ich jetzt ein neues Konzept entwickelt, dadurch geht es ein bisschen schneller. Aber es wird vor allem schneller gehen, wenn ich halt kürzere Parts mache. Also 20, 25 Minuten maximal. Oh, Entschuldigung, weil mein Stift geklatscht hat. Deswegen, ja, eben halt häufiger an und dafür ein bisschen kürzer. Wenn man es mal so überlegt, momentan eben so 30, 35 Minuten mal 2 gibt über eine Stunde. Und wenn ich es nachher 3-mal 25 Minuten mache, gibt es auch eine Stunde, beziehungsweise eine Stunde 15. Und insofern Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. ist eigentlich nicht so, als wenn ich jetzt sage, okay, ich teile jetzt die Part-Anzahl von 2 auf 3 auf, beziehungsweise erhöhe es von 2 auf 3, dass deswegen die Folgen kürzer werden. Also schon kürzer, wenn die Gesamtzahl, die auch kürzer wird, dass quasi pro Wochenende nicht mehr 60 Minuten Anno habe, sondern nur noch 50 oder so. So ist es ja nicht, wa? Es bleibt dabei, beziehungsweise wird eben sogar noch erhöht. Und deswegen ist es, glaube ich, für alle hier etwas gut, wenn ich das so mache. So, was ich gerade gucken wollte, war bezüglich der Milch hier unten. Der Milch, weil wir hier ein bisschen zu wenig Milch haben, wie ich gerade gesehen habe. Also zu weniges, hält die Grenzen.
Ich habe hier natürlich die Gewürzfarm, die ich vielleicht auch nicht da behalte. Obwohl, ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Nutzt diese Baupläne, um in südlichen Gefilden sesshaft Was, zu hier drin kann ich nicht? Oh, komm schon. Das ist doch alles grün, aber das Spiel sagt natürlich, nee, ist nicht grün. Können Sie hier unten, hier will ich einen künftig ausbauen, da wäre natürlich hier unten noch ein Thema. Habe ich denn genug Geld für alles? 288 bin ich momentan, das ist jetzt... Ja, ich weiß, ich könnte es auch hier oben machen, weil ich eigentlich hier Gewürze haben. Ich überlege, ob ich es hier machen soll, damit ich dann irgendwann später mal die großen nur in die Mitte pflanzen kann, um hier alles abzudecken. Momentan kriege ich hier sowieso 2 Gewürzfarmen hin, würde also von dem her perfekt aufgehen. So. Was ich auch gemerkt habe, ist gar nicht so schlecht, wenn ich vorher, beziehungsweise vor einer Anno-Aufnahme, immer so eine kleine Runde Let's Talk und so von Anno mache. Nicht nur um auch wegen Kommentaren und so aktuellen Themen einzugehen. Das wäre der eine Grund. Das andere, was mir auch aufgefallen ist, dass ich nachher vielleicht ein bisschen konzentrierter bin. Schon mal ein bisschen wieder mich ins Thema Anno reinfuchsen kann und dementsprechend auch weniger, formuliere es mal vorsichtig ausgedrückt, Anfängerfehler mache, wa? So, Ziel wäre, glaube ich, 2-mal Milch. Ich glaube, einmal müsste reichen, weil es steigt ja ein bisschen. Einmal Milch, komm, einmal Milch reicht fürs Erste. Kann ich mich mal darum kümmern, hier weiterzumachen, beziehungsweise hätte ich natürlich gern hier mal einen orientalischen Hafen. Ich brauche da ein bisschen mehr Goodies, sprich natürlich Pluspunkte. Beim guten Mann da unten. Deswegen erstmal hochfahren. Ja. So viel dazu, Freunde, wa? Hier sieht es soweit eigentlich alles. Geht es langsam, aber stetig bergauf. Theoretisch könnte ich hier bereits erhöhen, aber wir wissen ja, Gewürze ist eben noch geil, da ist alles voll, hier ist auch voll, also kann ich eigentlich problemlos noch ein paar Häuser hinpflanzen. Die Frage ist bloß wo, vor allem gibt es nachher die Kirche, wa? Und ich würde die Kirche gerne hier hinbauen, weil soweit ich mich erinnere, müsste genau hier hinpassen. Wäre perfekt. Ja, große Option haben wir gar nicht. Ding war ja noch ein Account, war. Oh, scheiß Gerichtshof, nee, Schulturm. So, hab ich's wieder. Aber ja noch was. Diese scheiß Kapellen, hey, ganz ehrlich. Gut, wenn ich natürlich die Kirche habe, kann ich hier oben noch eine Kapelle machen. Dann geht's ja auch. Hier geht's aber trotzdem. Und dann schon wegen dem da. Da oben braucht es halt trotzdem irgendwie. So, dann machen wir ganz kurz. Das ist mal die Kirche im Dorf. Mann, ich hatte oben keine Kirche, da ist doch scheiße. Hast du den Quatsch ausgedacht? So. Ist natürlich auch interessant, wa? Weil ich gar nicht so weit nach unten bauen will, wenn wir ganz ehrlich sind. Also nach hier unten. Und doch eher nach da oben. Nur eben da fällt mir jetzt momentan noch. Oh, komm, ich mache die Upgrades und nachher schicke ich die dann zu den Patrizieren hoch. Dann passt das auch. So. Wenn ich jetzt hier oben, glaub schon, wa? Kommt nur. Und Ein bisschen teurer hier. Ja, kann man auch mal den wenn es da. weiter nicht, ich bekomme regelmäßig. Warum seine Majestät dem Kaiser? Ihr habt ein gutes. Ich hoffe. Wenn noch ihr- Frage, er hat noch irgendwas. Nee, nicht das Segel. Webstube. Das wäre künftig eventuell eine Ihr habt Option. ein gutes Geschäft gemacht. Ja, danke, finde ich auch. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann, Ja, und haben wir zufrieden, dankeschön. Unbewohnte Insel. Ich hätte gerne, glaube die hier oben war. Ja, war ein Getreide, ganz praktisch. Aber habe ich nicht irgendwo noch eine Insel, die. Ja, das ist so. Dann habe ich Trauben und Honig. Natürlich auch cool ist, gar kein Thema. Ich kann noch etwas anpflanzen. Wenn ich halt hier gerne noch die Kräuter machen. Kann ich Hanf und Most hier auslagen. Hätte ich noch die Trauben zu Beginn weg.
Das hier ist eine größere Insel, da muss ich da mit dem Traum da irgendwie was machen. Ne? Und Traum und Honig brauchen eigentlich sowieso eine Kombination. Wie sieht es hier mit den Ressourcen aus? Hä? Identisch? Ernsthaft? Krasse Scheiße. So, du bist nicht wirklich hier hin, oder? Hab ich ernsthaft hier hingeschickt? Jo, ich war so doof. Okay, wenn ich schon dabei bin, kann ich mal die ersten Inseln noch anvisieren. Ja, ich muss zugeben, so eine friedliche Runde Arno ist ab und zu schon ganz lustig. So, dann zum nächsten Thema. An meiner Liste, da eine Woche Arno habe ich jetzt erwähnt, Osterprogramm soweit auch. Kommen wir zu einem Thema, das ich in der letzten Folge noch so vorsichtig, Alter, ist das wenig vom Umfang her, noch angedeutet hatte, und zwar Twitter. Dazu kann man ganz einfach und kurz sagen, ich habe endlich Twitter. Was heißt endlich? Ich habe es eigentlich schon seit etwa einer Woche, plus minus ein paar Tage. Wollte vor allem am Anfang noch ein bisschen gucken, wie es am besten geht, einen Account einrichten. Ihr kommt, um mir eure Verbundenheit zu bekunden. Moment, ja. Eure fortwährenden Bemühungen sollen mit diesem Titel belohnt werden. Dankeschön. Welches Bauvorhaben plant ihr? Teppiche. Weil es etwas, was ich im Haupt-Let's Play 20 Staffeln noch nicht hingekriegt habe. Was eigentlich schon traurig ist, wa? Aber eben die großen kann ich ja erst machen, wenn ich dann bei den Gesandten bin, wa? 44 Nomaden. Hey, haben wir gar nicht so viel? Ja, ey, doch, falsch geguckt, sorry. Genau, Twitter. Nochmal ganz kurz ein Thema Twitter. Was lässt dazu sagen? Ich habe endlich nach lang sagen wir Twitter. Ich werde daher künftig auch alle meine Let's Plays halt über Twitter direkt publizieren, was momentan auch noch über Facebook manuell gemacht habe, was natürlich scheiße ist. Ja, und sonst halt Twitter wieder aktiver sein. Bisher noch gar keinen Kommentar losgelassen. Ich glaube, hier ist beziehungsweise Let's Talk der erste. Also nicht Kommentar, sondern wie heißt auf Twitter? Ja, Tweet, logisch. Volltrottel. Ich werde mal meinen ersten Tweet loslassen. So, da hätte schon noch etwas. Ja, braucht noch ein bisschen mehr noch. Ich brauchte noch ein bisschen mehr. Genau, das ist so geplant von mir. Hoffe, ihr habt da nichts dagegen, beziehungsweise kommt auch, was heißt dagegen, dass es natürlich auch gut ankommt, wa? Dass ich auch über Twitter aktiv bin und da mehr publizieren, kommunizieren, tweeten, retweeten, etc. werde. Generell, jetzt nicht nur wegen dem Facebook-Skandal mit dem Datenclowns, aber generell ist einfach so, Kommunikation finde ich über Twitter einfach, es ist dringender. Deswegen halt auch ein Schluss deswegen. Wie gesagt, da künftig über Twitter endlich mal aktiv werden will. Das heißt aber nicht, dass der Facebook-Account gelöscht wird. Der bleibt so wie er ist. Da können wir deswegen auch gerne noch über Facebook anquatschen und so weiter und so fort wie bisher. Gar kein Thema. Es ist mir halt so, dass ich halt künftig Videos nicht mehr über Facebook publizieren werde. Außer das ganz wichtig ist, wo ich sage, hey, das muss jetzt über beide Plattformen laufen, beziehungsweise über 3. Über YouTube, über Twitter, über Facebook. Was da übertrieben wäre, aber es gibt solche Videos sicher. Dann natürlich, aber ansonsten wird er künftig alles über Twitter machen und natürlich er kann noch ein bisschen mehr einrichten und so weiter und so fort. Mal gucken, was er noch alles machen lässt. Die ganzen Hashtags und so, was man sonst noch alles einstellen kann. Und deswegen erst einmal willkommen, neue Insel. So, dann mache ich direkt hier oben weiter, weil die will ich ja dann auch noch haben. Ne? Genau, Kräuter will ich hier noch dazu machen. Das ist zwar... Ah, warte mal ganz kurz. Die Dinger hier, das sind natürlich auch wichtig. Da haben wir 4 Stück. Ja, noch ein paar. 3 ist ein bisschen wenig. Haben wir auf der Hauptinsel auch? Ah ja, wir brauchen Höhlenumfüller. Okay, dann brauche ich keine mehr. Weil 3 plus die hier reichen locker für das, was ich noch vorhabe. Ja gut, kann es locker hier hochgehen und die Insel auch noch holen.
Dann hätte ich, glaube ich, alle Inseln, die ich so dieser Angelegenheit bis auf weiteres brauche. hängt von eurer Unterstützung ab. Gut, das wird relativ leicht zu finden sein, Assassine. Sie haben die gesuchte Person gefunden. Sag ja, relativ easy. Easy, easy peasy. Kann man so ein bisschen Dinge machen, komm. So. Ja, viel mehr geht da leider nicht mehr. Du, 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 du. Genau, so viel aus dem Thema Twitter, dass der Account endlich auch mal eingerichtet, oder beziehungsweise eingerichtet, das wird vielleicht noch ein paar Tage dauern, aber zwar über die Ostertage vor der fertig einzurichten, aber dass er vor allem mal aktiv ist. Ich denke, das wird dann wohl das Wichtigste sein. Genau. Dann, was mir gerade auffällt, natürlich einen Reparaturkram brauche ich gar nicht, weil hier eigentlich sowieso alles friedlich ist. Eigentlich schon fast ein bisschen zu fies, aber egal. Okay, die können gar nicht weiter. Faszinierend. Hätte ich jetzt sogar nicht gedacht, dass die irgendwie sagen, nö, ich würde zwar gerne, aber geht gerade nicht, sorry, Boss. Oh je, oh je. Natürlich hier oben, der ist auch schon bereit für eine neue Insel. So. Dann nochmal ganz kurz hierhin wegen den Diplomen, beziehungsweise einfach halt Goodies für die erste Insel. Kannst du mal eine Liste gucken. Osterprogramm ist klar, einmal Ostermontag gibt es Anno, dreimal in der Woche Anno, habe ich auch schon erwähnt, ab nächste Woche, das heißt eigentlich nächste Woche gibt es eigentlich viermal Anno, wegen Ostermontag, plus dann Freitag, Samstag, Sonntag gibt es auch noch Anno. Einige Patrizier sind in ihre Stadt gezogen. Oh fuck, da ist... Nein, ich habe den Quatsch hier. Ah! Wieso geht die automatisch hoch hier? Scheißtypen. Wie es scheint, sorgt ihr gut für eure Bevölkerung. Ich versuch's zumindest. In einer solchen Umgebung könnte ich die schönsten Weisen anstimmen. Was, Weißen anschleppen? Hat er ernsthaft gesagt, er könnte die schönsten Weißen anschleppen? In einer solchen Umgebung könnte ich die schönsten Weisen anstimmen. Ah, Weißen an... Aha, bezieht sich auf Musik. Alter, ich dachte schon. Wäre ein bisschen sehr krank gewesen. Genau. Anno-Programm, Twitter-Account eigentlich mal. Da bin Twitter sowieso seltsam, wenn man so einfällt. Man kann ja bei YouTube oben rechts beim Kanalbanner kann man so Links hinzufügen. Für Facebook, für Twitch, etc. etc. Auch für Twitter. Steht in der Auswahl, habe ich auch schon gemacht. Das Problem ist aber, der Twitter-Account dort oben, den blauen Vogel, den sieht man gar nicht, weil es wird einfach nur ein Globus angezeigt, ein normaler Link. Bei Facebook kein Problem, das blaue F. Bei Twitch kein Problem, machen wir halt das Twitch-Logo hin. Aber bei Twitter, nee, das geht nicht. Habe ich auch so, hä, what's happening mit euch? Naja, ob das hier klug war, ist eine andere Entscheidung wegen dem Schulturm halt. Ja, aber sei es drum. Wie bleib ich? 17 insgesamt, ja, sie würden uns auch viel Kohle geben. Dann muss ich hier immer die Kirche bauen. Habe ich eigentlich genug Kohle und alles für eine Kirche? Aber gieß mir fehlen die Patrizierer dafür. Dann kommt das bereits, darauf kann ich verzichten. Was? Eben, kleine Wert habe ich hier. Hab gar nicht was gebaut, auch nicht krass. Das ist doch auch noch... wo hab ich denn... Warte mal. Das Hanf war mir klar, wieso habe ich denn Seile? Muss von ihnen im Auftrag sein, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal Seile gekauft hätte. Das wäre mir neu. Achso, kurz geruckelt das Spiel. Oh je, oh je, oh je. So, was wollte ich eigentlich sonst noch so? Quatschen wir mal ganz kurz. Dann wären vielleicht die hier vernünftiger. Ja, damit ist eigentlich das Aktuelle wieder abgehakt. Das nächste werden halt dann wegen Let's Plays generell, war.
Eine Produktion kommt zum Ist momentan auch ein bisschen interessant wegen Attack on Titan 2. Aktuell habe ich auf dem Let's Play, also meinem Kanal, habe ich, wenn man es genau nimmt, habe ich sage und schreibe, man wird es nicht glauben, 5 Let's Plays am Laufen. Zum einen mal Anno 1404. Klar, das ist ein bisschen Spezialfall, weil es ja Wasservorräte werden knapp. auch pro Woche mal kommt. Oh, hätte ich mal vielleicht mal einen Trick anwenden, den ihr in den Kommentaren nochmal geschrieben habt. Mit Kontroll. Hä, geht ja gar nicht. Warte mal, was ist. War doch Shift? Hier geht's nicht. Hä? Also quasi, dass direkt alle irgendwie upgraden würde. Ah doch, geht. Hä? Wird mir gerade dann gezeigt. Was ist denn das für ein Scheiß? Okay, crazy things passieren hier. Let's Plays. Momentan laufen ja 5 Let's Plays auf meinem Kanal. Klar, Anno 14.0 Venedig ist ein anderes Thema, weil da kommt einfach am Wochenende. Und das fix, ohne weitere Einschränkungen und so weiter und so fort. Dann haben wir noch Zelda Breath of the Wild, die beiden Dragon Ball Spiele, plus Attack on Titan 2. Zum Glück ist es wirklich so, dass in den nächsten Wochen bei mir nichts Neues auf dem Programm steht. Ich meine, was er mir eigentlich noch bestellt habe, ist eben da halt von Hyrule Warriors Definitive Edition. Aber ob er da überhaupt wieder von bringe, auch wenn es nur ein Let's Show oder sein soll, bezweifle ich ein wenig. Mario Tennis Aces, was so heißt es, ja. Wird auch höchstens ein Let's Show oder Let's Test Part sein. Dann wäre halt dann. war das Leben so schön, findet ihr nicht? Geht. Wäre es lieber, wenn du ein bisschen mehr Steuern zahlen würdest. Dann wäre halt mehr die Frage, Alter, wie halt die Steuerschraube noch so gering ist, aber es ziehen ja Leute ein, wa? Die müssen trotzdem einziehen. Ja, das muss sein. Das muss sein. Was soll ich nochmal sagen? Genau. Aber natürlich keine neuen Spiele bis und mit Ende Juni anstehen. Ich muss trotzdem mal irgendwie mir überlegen, wie will ich mit den aktuellen verfahren. Anno, klar, bleibt am Wochenende so wie es ist. Attack on Titan wird sicher auch nächste Woche noch in der gewohnten Form täglich erscheinen, aber nachher muss man mal gucken, wie ich das wieder mit Dragon Ball und Zelda verknüpfe. Also ich kann mir sogar gut vorstellen, dass Zelda wirklich auch noch pausiert bis auf weiteres, bis ich Attack on Titan 2 durch habe. Dann gucke, dass ich entweder abwechslungsweise bei Attack on Titan 2 und Dragon Ball, ich denke eher Fighter Z, weil Xenoverse 2 wird nicht mehr so lange dauern. Dass ich das Attack on Titan 2 mit Dragon Ball Fighter Z abwechsle. Wäre gar nicht mal so eine doofe Idee. Ich überlege gerade wegen den Steinen, wenn man ganz kurz mal gucken wollte. Ja, das ist nur passiert, deswegen. Steinvorkommen, cool. Das irgendwie abwechsle und dann, sobald entweder Fighter Z oder Attack on Titan 2 durch ist, dann wieder Xenoverse 2 reinbringe. Und dann, ja, noch das Zelda Breath of the Wild zum Abschluss bringe. Ziel ist ja, all diese 4 Let's Plays, mindestens vom Story-Modus her, bis Ende Juni fertig. Wie ich schon mal erwähnt habe, ich will eigentlich künftig so machen, wird jetzt vor allem Freitag betreffen. Freitag, Samstag, Sonntag, Anno 14.04. Einer ihrer Mitspieler hat eine höhere Zivilisationsstufe erreicht. Ja, jetzt wo ich es habe, darf er auch machen. Das ist das eine. Also es ist nicht das hier, sondern das wir gerade erwähnt haben mit Anno. Dann freitags künftig abwechslungsweise Dragon Ball Fighter Z online und Dragon Ball Xenoverse 2 online. Beziehungsweise irgendwann dann im Herbst drinnen mal mit Naruto, Tuboruto, Shinobi Striker. Und dann während der Woche halt, beziehungsweise in diesem Fall heißt Montag bis mit Donnerstag, dass ich dann halt noch irgendwie, hallo, wieder geruckelt, irgendeinen aktuellen Let's Plays zu Ende bringe und dann Samstag, Sonntag halt auch irgendwie. Beziehungsweise dann künftig wäre es dann sowieso so ab dem 4. Juli, dass dann The Last Story und Ocarina of Time 3D Master Quest starten. So war es ja.
Genau, deswegen will ich ein bisschen gucken, wie ich da die aktuellen Dinge ein bisschen zurechtstutzen soll und kann, muss, dürfte, etc. etc. Ist ja nicht ganz so einfach, hey, ist klar, sage ich immer wieder. Aber ja, ihr habt auch immer Verständnis dafür, von dem her. Bin natürlich sehr dankbar. Also nicht, dass ich irgendwie sage, von wegen, no, es kommt eine Woche nichts mehr von dem Projekt, was soll der Scheiß? Ich Gut. bin gern bereit, mit euch zu. Ich meine, abgesehen von Anno schreiben wir momentan sowieso nicht nach meinen Let's Plays. Das ist eben noch sehr gut, sehr hoch im Kurs. Dragon Ball kommt dann knapp, oder kommt dann dahinter. Und Zelda, aber auch Attack on Titan 2 ist momentan irgendwie nicht so sehr beliebt, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu anderen halt. Ich meine, klar, kann passieren, ist nicht irgendwie jetzt so, ich sage, oh nee, warum, was haben wir falsch gemacht und so. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Es ist einfach Wie eine... wäre es, wenn ich zu Ehren deiner prächtigen Siedlung ein Lied anstimme? La 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 la. Ah, nein, danke, bitte nicht live. Live ist live, la 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 la. Ja, habe ich dann noch gebracht. 510, will ich mal verarschen? Ich krieg's nicht hin, oder was? Jetzt muss ich ernsthaft wegen einem noch. Ne, wegen 3. Okay. Da kriege ich doch die Krise. Es kriselt. Mal ganz kurz, und der natürlich hier ist. Ich weiß nicht, ob ich die hier oben abreißen soll für die große Kirche. Im Radius, versteht ihr? Aber ich kann nach oben sowieso nicht hinbauen. Also Quatsch, also nach unten wäre es eigentlich vernünftiger. Ja, nach unten kommen die 3 hoch, der halt noch nicht, weil ich keine Aufstiegsberechtigung habe. Noch nicht zumindest. Komm, weißt du was? Ist doch scheißegal, wenn da noch irgendwie, wenn die Leute da sagen, nö, das aber nicht, das ist keine Kirche, lalalala, wir wollen nicht aufsteigen. Ist doch scheißegal hier, so. Jetzt will der hier auch wieder. Genau, da muss ich mal ein bisschen gucken, wenn ich aktuell Let's Plays noch etwas hinkriege. Aber, wie gesagt, Anno bleibt ja, da ist kein Problem. Dragon Ball, also Attack on Titan und Dragon Ball wird es dann abwechseln oder Ihr bringt miteinander ein kommen. Zeichen eurer Freundschaft? Aber sich nicht mehr als 2 Parts pro Tag, ja? Das ist eben noch Maximum Es momentan. ist mir ein Anliegen, eure Taten durch diese bescheidene Geste zu würdigen. Weil es einfach nicht anders geht momentan. Das tut mir leid. Lalala. Ja. So viel dazu, am 4. Juli auch schon erwähnt, was dann vor allem kommen soll. Jetzt, was mich noch ein bisschen, was ich noch aufgeschrieben habe, mir ist vorhin in den Kommentaren aufgefallen, dass vor allem bei Anno 14.0 Venedig Part-Nummer, also es war eine Staffel logischerweise, Part Nummer 27, der vom Samstag vor knapp 2 Wochen, also im Sinne von morgen vor 2 Wochen, ihr wisst schon, was ich meine. Part 27 hat extrem viele Kommentare im Vergleich zu den anderen und hat auch fast 100 Aufrufe. Für einen nicht ersten Part auf meinem Kanal würde ich sagen, sehr, sehr ausgewöhnlich. Und ich frage mich natürlich, warum ist das so? War der Samstag irgendwie etwas Besonderes oder, ich meine, es war keine besondere Beschreibung. Ich packe in all meine Parts, alle meine Let's Plays vom gleichen Typ, in diesem Fall in all meine Anno 14.0 Venedig Let's Plays packe ich alle die gleichen Beschreibungen rein und etc. etc. Also kann es daran auch nicht liegen, aber aus irgendeinem Grund hat der Part viel mehr Aufrufe, viel mehr Kommentare als die anderen. Und ich würde das gerne mit euch zusammen analysieren. Insofern, dass ich da irgendwie sagen kann, dass er das quasi, also dass das, was dort irgendwie ausgewöhnlich oder speziell war, was dazu geführt hat, dass wir das künftig öfters haben. Und jeder hat bekommen, was er wollte. Kann natürlich auch sein, dass an diesem Tag halt die Abo-Box speziell gut funktioniert hat, was sie meist vielleicht nicht tut auf YouTube, das ist natürlich auch möglich. Aber wisst ihr, was da irgendwie etwas Spezielles war? Seitens von euch, seitens von YouTube, habt ihr irgendwas gehört oder so? Oder könnt ihr sonst irgendwelche Tipps geben? Damit wir da weiterhin so, ja, eben gute Aufrufe, eine hohe Anzahl an Aufrufen, plus eben auch Kommentare und so weiter haben. Weil das ist ja schon etwas, was mir halt doch wichtig ist und am Herzen liegt. Dass wir da irgendwie, ja, auch gemeinsam wachsen, sage ich jetzt mal. Vor allem natürlich, wenn man es mit den letzten Jahren vergleicht, teilweise, vor allem, glaube ich, damals mit Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi und dem
ersten Let's Play zu Zelda Skyward Sword. Da waren ja die Aufrufe, Kommentare plus Abonnentenzahl sind ja explodiert quasi auf meinem Kanal. Danach plötzlich eine riesige Flaute, alles Mehr abgesagt. Vergnügen bereitete. Und ich dachte halt von wegen, ja, du bist es einfach so fertig, kannst nichts mehr machen. Schnee von gestern. Und jetzt plötzlich steigt es halt doch wieder. Und das ist halt, auch wenn es nur halt temporär und vielleicht nur im Vergleich zu früher ein kleiner Schub ist, halt trotzdem etwas, was mich jetzt interessieren würde. Und wozu ich halt gerne wieder anknüpfen werde. Wollen. Sollte, müsste, dürfte. Will. So. Lassen wir es dabei, wa? Genau, das wäre einfach mal so eine Frage an euch oder irgendwie etwas wisst, ob ich da etwas auch anders gemacht habe, vielleicht besser gemacht habe, keine Ahnung, eben, ich weiß nicht, ich habe es mal angeguckt, aber mir ist am besten will nichts aufgefallen. Deswegen bin ich da halt doch ein little bisschen verwirrt. Ihre Siedlung ist gewachsen. So. Mal ganz kurz die hier, war es bei 30 Minuten. Ist halt so ein bisschen Quatsch. Eurer Siedlung mangelt es an nichts. Fabelhaft. Ach ja, kann ich jetzt eigentlich schon mehr machen von dem Der her, oder? Sultan erlaubt euch, diese Gebäude zu errichten. Oh yeah. Ich kann natürlich auch schon die Mosaikmacherei machen, ne? Das Problem habe ich auch Quarz auf der Insel. Hätte ich und ich habe Ton auch. So, heißt für uns... Bitte lasst uns bleiben. Können doch nirgendwo anders hin. Kommt Leute, wir haben es beim Haupt-Let's Play nicht gemacht, weil wir es hier halt doch machen. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Fällt mir jetzt direkt ein Stein vom Herzen. Merkt ihr denn nicht, wie unzufrieden die Leute sind? Hä? Aschgabat? Hier sind die? Nee, Bettler. Hey, wieso kommt der mit Aschgabat? Was soll der Quatsch? Merkt ihr, wie unzufrieden wir sind? Blablabla. Kann ich jetzt eigentlich echt hier im Bettlerhaus? Tatsächlich. Wenn man es hier draußen war. Die armen Bettler. Braucht natürlich auch ein Zuhause. Ne, kann man mal sie abseits der Zivilisation. Wieso sollen wir hier draußen sein? Stimmt's auch wieder. So, komm. Hä, warum? Ihr habt doch... Da haben wieder ein paar von uns ein Dach über dem Kopf. Danke. Ja, bitte, das hab ich doch gerne gemacht. Aber auch Glas auch noch, da war ja auch mit dem Quatsch, mit dem Quarzen so, Kirche. Hat man die Kirche in Dorf, die wollen natürlich noch eine Kapelle haben und so weiter. Die sind auch Bettler, die wollen alles haben. Deswegen, da finde ich noch interessant, war erzürnte Bettler. Ich meine, ich habe extra ein Armenhaus aus sie gebaut, trotzdem sind die erzürnt. Aber er hat sich bedankt, war von wegen, oh, Alter, geil, danke, du bist der Beste. Und jetzt plötzlich, du bist scheiße. Was soll das? Oh Mann. Komm, wir machen es erstmal hier Ihrer unten. Siedlung fehlt es an Glauben. Nein, fehlt nicht. Preis, ne? Na, Bettler sind ein, ja. Hospitälpreis, ne? Da können wir uns ja gleich aus der Stadt werfen. Hospitäler vor allem. Ja, Bettlerrechte erteilt. Warte, gewähren natürlich auch Aufstiegsrechte. Insofern. Ist das ja eigentlich geil. Und so steil. La la la. So. Also aber auch Freunde, ich weiß ja noch ein paar Aufstiegsrechte und so, ist momentan aber scheißegal. Das soll Zukunftsmike im nächsten Let's Talk oder so irgendwas entscheiden, ist jetzt ja mit meinem... Eure Unterstützung wäre von größter Bedeutung. Schon Stufe 3, wie krass ist das denn? Achso! Entschuldigung, aber ganz vergessen. Der hockt noch irgendwo im Markthaus. Alter, echt komplett vergessen. So. Ja, Freunde, soweit von mir eigentlich zu den aktuellen Themen. Was ich eben auch noch gerade ein bisschen angedeutet habe. Bisher sind ja diese Let's Talk immer so am Freitag erschienen. Was künftig nicht mehr so sein wird, wenn ich sowieso dann Arno bringen will. Vom normalen Let's Play her.
Plus Freitag soll dann eben künftig auch, irgendwann es mal soweit ist, die auch wieder mit den Let's Play Online so gefüllt werden. Eventuell auch mal Livestreams, wenn es mal soweit sein sollte. Was momentan noch keine Ahnung habe, wann das mal so sein dürfte oder könnte. Es ist noch ein weiter Ferne. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass ich den Let's Talk vermutlich auf den Montag verschieben würde. Entweder dann vielleicht doch als dritter Part am Tag, drittes Video, oder eben halt doch nur als zweites. Das vielleicht auch daran, weil, wie bereits erwähnt, Anno momentan ist hoch im Kurs, das ist sehr beliebt und so und so fort, man natürlich auch sehr freut. Das heißt aber auch, dass dort halt die meisten Kommentare erscheinen. Und, hey. Ist gerade nicht, oder? Ah, jetzt geht's. Seltsam, vorhin ging es gar nicht. Und ja, weil deswegen finde ich auch die meisten Kommentare erscheinen, dass er halt deswegen auch ein bisschen darauf reagieren kann. Das Reagieren ist klar, also Kommentar beantworten, fertig. Aber gibt es ja natürlich auch Themen, die ich dann gerne mal hier so eben im Let's Talk anquatschen möchte. Wie zum Beispiel das mit dem Part Nummer 27 von Anno, von 20 Staffeln aufgefallen ist. Oder halt auch ein Tipp hier zum Beispiel, dass da mehrere Noren miteinander auffüllen diese kann. Angelegenheit regeln? Allah segne euch für eure Zukunft. Mein Dank für deine Tat soll sein ein kleiner Reim für dich allein. Alter, meine Ohren, kill mich doch direkt, ey. Alter. Was ist denn mit dem los? Leck mich am Arsch. Ja. Freunde, soviel dazu. Und ich sage Ihnen mal vielen Dank fürs Zusehen hier bei Anno 14.0 Venedig. Wir haben trotz allem, würde ich sagen, relativ viel geschafft. Wir haben sogar die Battle jetzt dabei, ist auch schlecht. Ich finde vor allem diese letzten Tage auch immer wieder interessant, eben auch um auf Tipps und Tricks von euch für Anno einzugehen und vielleicht ein paar Sachen auszuprobieren, die ich so mit dem Let's Play mich nicht traue, weil es halt dort am Kopf und Kragen geht, weil Lucius und Co. KG. Und ja, nächste Folge wird, glaube ich, mich mehr hier unten widmen, bezüglich mit der Quarzproduktion. Ja, finde ich eine sehr kluge Idee. Quarz für Mosaik hier unten, plus Glas hier oben, das mal selber produzieren können. Dann eben auch mal die Kirche bauen hier oben, aber vor allem hier unten mal den orientalischen Hafen beginnen, die Sultansmoschee, den Teppich rennen, dass ich hier endlich mal Nomaden ausbauen kann. Beziehungsweise upgraden kann, war es wohl eher. Jo. Es wäre ratsam zu zahlen. Was, Hassan, gibt's hier? Eine sehr leichtfertige Antwort. Ja, warum? Wir sind hier... Wenn du den Tod suchst, bist du... Wo ist denn der überhaupt? Den noch gar nicht gesehen. Komm näher und geh unter. Hat der uns schon mal angegriffen? Weil... Ich nehme von dir, was mir zusteht. Damit warten wir noch. Was? Wenn Hassan hier sowieso friedlich ist, ja gut, kann es natürlich schon ein Bündnis eingehen und so. Ey, ist ein bisschen crazy, ja. Aber egal. Oh je, Freunde. Ich habe jetzt wieder viel zu viele Werkzeuge, fällt mir gerade auf. Ne, hat er schon lange nicht mehr. So, aber genug gequatscht, Pause da 37 Minuten lang, an schlecht. So, in diesem Sinne, nochmal, danke fürs Zusehen. Moment, machen wir ganz kurz das hier, weil das noch gar... Nein, das war... Boah, falscher Knopf. Nein. Klar. Heißt Bettlerhaus sind immer einen Bettler. Maskulin. Aber hier haben wir nur Frauen. Oder es sind... Es können vielleicht auch Männer sein. Ist ein anderes Thema. Gut, in diesem Sinne, mit diesen Worten verabschiede ich mich hier wieder von diesem Let's Talk. Sage vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe bis zum nächsten Mal. Und ciao zusammen.